16. Juni, 11:17 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 2. Guten Tag, ihr Leid. Wir machen hier gleich weiter. Wir mussten ja gestern leider in einem wirklich fiesen Cliffhanger enden. Schusi wurde aus dem Gerichtssaal entführt, sagen wir es mal so. Die hatten es noch hinterhergeschrien, komm ins Angeklagtenzimmer. Von irgendeinem Unbekannten. Wir müssen jetzt, ich hoffe, ihr habt nichts gemacht, außer ein Messer an die Kehle zu halten. Also, weiter geht's. Schusi, Schusi! Du bist schnell, Apollo. Gute Show, gute Show. Schusi? Dir geht's gut? Ich dachte schon. Schluchz, heul. Ach du Scheiße. Nicht weinen, Apollo. Ja, diese nichtsnutzigen Gangster. Es gibt einfach Dinge, die man nicht tun sollte. Ich erstatte Anzeige. Warte. Beruhige dich, Apollo. Oder sonst... Was ist das? Überrascht? Das ist einer meiner besten Tricks. Der unglaubliche Herr Hut. Okay, das ist schon... Okay, nicht cool, aber okay. Du siehst großartig aus, Darling. Der ist ein großer Hit auf der Bühne, der wunderbar. Ja, ich bin ein großer Hit. Nun, was meinst du? Gefällt's dir? Du meinst das, Schusi, es gibt einfach Dinge, die du nicht tun solltest. Aber echt, die hat voll das Gericht beschissen. Oh weh, wenn das rauskommt. Da drüben stehen 2 Polizisten, die haben doch alles gesehen. Ich erstatte Anzeige. Apollo, jetzt ist keine Zeit, mir zu drohen. Du bist derjenige, der hier bedroht wird. Wie? Erinnerst du dich noch, was du gestern zu Wokis Vater gesagt hast? Du hast ihm versprochen, seinen Sohn zu retten. Ja, aber diese Aussage hatte Hand und Fuß. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Sieh mal, sobald der Richter ein Urteil verkündet hat, ist alles vorbei. Wenn ich mein Talent dazu benutzen kann, das zu verhindern, werde ich's tun. Schusi, ab jetzt keine inszenierten Entführungen mehr, bitte. Ich rede nicht von Zauberei, Apollo. Ich weiß es, wenn ein Zeuge unsicher ist. Ich kann sehen, was er fühlt. Vielleicht ist es ja bedeutungslos, aber es ist alles, was wir haben. Du siehst, was er fühlt? Denk mal zurück, Apollo. Denk an die Zeitpunkte, an denen er einen Widerspruch in seiner Aussage gab. An alle. An die Zeitpunkte, an denen es einen Widerspruch gab? Also mir fällt direkt ein, als er sagte, es waren keine anderen Leute im Park. Da war sogar ein richtig langer Zeitpunkt, wo er nichts gesagt hat. Aber dann hat er es halt erklärt mit, naja, es ist halt nichts passiert. Ja, also ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Natürlich, ich unfehlbar. Ich kann mich da natürlich dran erinnern. Ich nenne das jetzt nur, damit ihr auf dem neuesten Standpunkt seid. Ganz klar. So, gut, dass ich es kann. Er hat zweimal etwas gesagt, von dem er nicht überzeugt gewesen ist. Ach so, ja stimmt, ja. Bei der Waffe fällt mir das ein. Und beide Male gab es einen Widerspruch. In seiner Hand hielt er eine Pistole, die zeigte auf den Mann, der den Stand zog. Und er hat die Pistole von sich geworfen und ist vom Ort des Verbrechens geflohen. Ja, okay. Er hat gesagt, der Mann habe eine Pistole zur Seite geworfen, aber es kam raus, dass er sich nicht sicher war. Und schon war der Widerspruch perfekt. Ja, das stimmt. Und wie soll uns das weiterhelfen? Ist dir denn nichts aufgefallen? Immer wenn er etwas gesagt hat, wovon er nicht überzeugt war, hatte er einen bestimmten Tick. In seiner Hand hielt er eine Pistole, die zeigte auf den Mann. Was ist denn sein Tick? Hast du das gesehen in dem Augenblick, als er Pistole sagte? Die Finger angespannt und mit der Ecke einer Seite seines Buches rumgespielt. Ach so. Also so. Also quasi, weißt du? So irgendwie. Oder wie? Hat man das überhaupt sehen können? Ja, doch, gut. Wie soll ich das denn sehen können? Nun, ich konnte es. Wie hat Paps wohl 7 Jahre lang kein einziges Pokerspiel verloren? In dem Juicy dabei war und beschissen hat? Bei seinen großen Spielen saß ich immer neben Paps. Ich konnte sehen, was seine Gegner fühlten.
Du möchtest sagen, dass Herr Wright all diese Spiele dadurch gewonnen hat? Das wirft eine ganz andere Frage auf. War Juicy dabei? Bei Herr Shady Smith, als der umgebracht wurde? War sie vorher dabei und wurde gar nicht erwähnt? Was zur Hölle? Es ist kein Betrug, offiziell. Ich habe ihn nicht in die Karten gesehen oder so. Und ich war auch nicht die ganze Zeit da. Hab sie sehr gut im Pokern, aber nicht gut genug, um so lange unbesiegt zu bleiben. Großartig. Also hat er geschummelt. Aber was hilft uns das? Ich kann es nicht fassen. Du musst dir seine Aussage noch einmal anhören. Nein, vergiss es. Du musst dir seine Aussage noch einmal ansehen. Sieh die Wahrheit. Eine Aussage ansehen? Die Wahrheit sehen? Ich kann nur erkennen, dass ich dabei bin, diesen Fall zu verlieren. Das stimmt nicht. Hä? Das hat Paps gesagt. Er hat gesagt, dass du es kannst, Apollo. Herr Wright hat das gesagt? Sieh dir die Aussage an. Sieh die wahren Gefühle. Meint sie das etwa ernst? Die Zeit ist um. Tut mir leid, aber ich weiß auch keinen anderen Ausweg, Apollo. Was hat sie gesagt, bevor der Prozess angefangen hat? Ist Herr Wright heute denn nicht da? Er hat gesagt, seine alte Fußverletzung würde wieder Ärger machen. Ja, er hat gestrahlt, als er sagte, dass wir klarkommen. Solange du da bist, Juicy. Ist es das, was er mit klarkommen meinte? Nun, Methoden beiseite. Sie hat heute schon einen Schuldspruch verhindert. Die Zeit ist reif, das wahre Gesicht zu zeigen. Hier kommt Justice, die Gerechtigkeit. Ja, dann wollen wir das mal hoffen. Komm, wir gehen. Apollo, weißt du, ich glaube langsam dran, dass ich es schaffen kann. Naja. Ich wusste die ganze Zeit, dass du es schaffen kannst. Oh, noch eine Sache. Ja. Versuch, Herrn Hut zu decken, so gut du kannst. Ich bin gerade von der Küste eingeflogen. Und Junge, meine Arme sind müde. Wow, was ein flacher Witz, ey. Okay, ja. 16. Juni, 11:40 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 4. Mich juckt die Nase. Das Gericht setzt die Verhandlung fort. Gut, wir sind bereit. Vielleicht möchte die junge Dame neben Ihnen dem Gericht etwas erklären. Oh, Sie meinen mich? Haben Sie denn nichts zu berichten? Wie zum Beispiel etwas zu den mysteriösen Phantomen in den seidenen Zylinderhut? Richtig, keine Sorge wegen Ihnen, das habe ich geklärt. Sie haben das geklärt? Ja, es war eine außergerichtliche Einigung, ja. Vielleicht will Miss, dass wir denken, es war nichts als ein flüchtiger Traum. Nur Illusion, erst bin ich da, dann wieder nicht, habe ich recht? Ich glaube, er hat es auf mich abgesehen. Ich wünschte, er wäre nicht immer so cool. Verzichten wir auf diesen Kleinkram und gehen zurück direkt zu den Fakten über. Tralala oder so irgendwie lautet der Satz. Was waren Ihre Pläne für unseren hochbegabten Zeugen? Richtig. Die Verteidigung möchte ein weiteres Kreuzverhör beantragen. Denn ich habe vergessen, etwas zu fragen. Mit der vorherigen Aussage des Zeugen war alles in Ordnung. Trotzdem werde ich Ihrem Antrag stattgeben. Das Gericht duldet aber kein Zeitspiel. Verstanden, Euer Ehren. Denkt dran, Apollo. Wenn er unsicher ist, hat er den Tick, mit Papier herumzuspielen. So, Zeugenaussage, okay. Vom Schuss zum Anruf. Ich konnte die Flucht des Mörders nicht verhindern. Aber genauso wenig konnte ich den Tatort guten Gewissens einfach so verlassen. Ergo... Da spielt er, also da blättert er rum halt. Okay. Ergo, ich habe die Polizei von meinem Handy aus angerufen. Die Polizei traf 10 Minuten später ein. Ich habe niemand anderen gesehen. Okay. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Das war so eine große Geste, dass ich die gar nicht registriert habe als kleine Geste. Ich meine, die ganze Zeit steht er halt so da und fuchtelt mit seinem blöden Buch rum. Und an einer Aussage hat er halt mal das Buch normal in der Hand. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Danke, Juicy. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gut genug im Ansehen der Aussagen bin. Fokussieren, Apollo. Finde seinen Schwachpunkt. Fokussieren, wenn das so einfach wäre, ja. Meine Ohren hören, was er sagt. Meine Augen sehen, was er tut.
Ist da noch mehr? Welche anderen Sinne habe ich denn noch? Ja, was ist das? Mein Armband? Was geht hier vor? Mein Armband fühlt sich irgendwie anders an. Ich glaube, Paps hatte recht. Du kannst es sehen, nicht wahr, Apollo? Du hast es fast geschafft. Finde den Schwachpunkt in seiner Aussage. Ich weiß, das hört sich verrückt an. Aber mein Armband versucht mir etwas mitzuteilen. Kreuzverhör, also gut. Vom Schuss zum Anruf. Ich konnte die Flucht des Mörders nicht verhindern. Aber genauso gut konnte ich den Tatort guten Gewissens einfach so verlassen. Ergo, ich habe die Polizei von meinem Handy aus angerufen. So, was mache ich denn jetzt? Was präsentiere ich denn da? Ich muss nachhaken, oder? Moment mal! Also haben Sie sofort, nachdem Sie den Mord beobachtet haben, die Polizei verständigt? Die Polizei hat den Anruf sicher aufgezeichnet. Wollen Sie das nicht überprüfen? Warte, Apollo. Das muss es sein. Warte, du meinst seinen Tick? Denk dran, Apollo. Wenn er unsicher ist, hat er den Tick, mit Papier herumzuspielen. Okay, das einzige Mal, dass er das Buch aufgeschlagen hatte, war hier. Das bedeutet, dass wir hier nach seinem Tick suchen müssen. Ich weiß nicht woher, aber ich weiß es. Weißt was? Mein Armband ist es irgendwie anders. Ich kann spüren, wie es auf diesen Zeugen reagiert. Aha, jetzt haben wir oben eine weitere Option. Sehr gut. Dein Armband? Juicy, ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit dem Fokussieren verstehe. Aber ich habe das Gefühl, dass ich einfach meinem Armband vertrauen muss. Okay, ich muss mein Armband mit Y berühren und sehen, wie es auf die Aussage reagiert. Was geht hier vor? Ich kann deutlich das Gesicht des Zeugen, seinen Ausdruck sehen. Es erfüllt mich ganz. Ich kann nichts anderes hören, nichts anderes sehen. Apollo? Ah, Juicy hört uns wieder noch. Juicy, was passiert mit mir? Das, was ich mit Fokussieren meine. Fokussieren? In diesem Zustand kannst du alles sehen, Apollo. Alles, was der Zeuge macht. Ja, großartig, aber es macht mir irgendwie Angst, ja. Achte nur auf das Zucken von Herrn Stickler. Seinen Tick. Du weißt, was ich meine, ja? Ja, wenn er etwas sagt, worin er unsicher ist, spielt er mit der Seite seines Buches. Ganz genau, im Augenblick siehst du das Gesicht des Zeugen. Und deine Augen stehen irgendwie vor. Ich wette, dass sie das tun. Bewege deinen Fokus als erstes nach unten zur Hand des Zeugen. Zu seiner Hand? Du weißt jetzt, wonach du suchst, aber du musst es an der richtigen Stelle suchen. Ja, sie hat recht, ich kann so nur sein Gesicht sehen. Ich muss versuchen, mein Sichtfeld zu verändern. Okay. Da. Perfekt, jetzt bist du wirklich bereit. Bereit? Wofür? Bereit, die Wahrheit hinter dem Zucken zu sehen. Sehen, aha. Versuch dem Zeugen zuzuhören, während du fokussierst. Dann konzentriere dich auf seinen Tick. Okay, du meinst damit, dass er mit der Seite rumspielt. Ganz genau, ganz genau. Das ist das Signal, genauer hinzugucken und mit Y zu sehen. Finde seinen Schwachpunkt und wir verpassen ihm einen Royal Flush. Das sind die Worte einer wahren Spielertochter. Ich bin Zauberin, vielen Dank. Okay, ich muss also auf seine Worte achten und seine Finger. Keine Sorge, wenn du es nicht gesehen hast, kannst du es immer wieder versuchen. Ja, richtig. Vorsicht, nervöses Zucken. Hier kommt Justice. Ergo, ich habe die Polizei von meinem Handy aus angerufen. Bei meinem Handy hat er gezuckt. Ergo, ich habe die Polizei und da von meinem Handy aus da bestellt. Ertappt! Von meinem Handy aus. Hat er kein Handy? Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Gerade eben. Ich konnte es sehen. Herr Justice, möchten Sie etwas sagen?
Immer dieses Schlagen auf den Tisch. Wissen Sie, das ist nicht gut für mein Herz. Herr Stickler, erlauben Sie mir eine einfache Frage. Warum haben Sie gerade eben mit der Seite Ihres Buches rumgespielt? Jetzt verrat doch nicht, dass du erkannt hast, was er macht, wenn er unsicher ist. Genau in dem Augenblick, als Sie Ihr Handy erwähnt haben. Wovon reden Sie? Sie haben mich sehr neugierig bezüglich Ihres Handys gemacht. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Was soll ich nur fragen? Nach seiner Nummer? Nach seinem Telefon? Nach dem Telefonmodell? Ich frage mal nach dem Telefon generell. Herr Stickler, zeigen Sie mir bitte Ihr Handy. Warum? Weshalb? Wenn Sie es mir zeigen, wissen Sie warum. Nun, das kann ich nicht. Wissen Sie, ich habe es nicht. Sie haben es nicht? Herr Stickler, ist das Ihr Handy? Wo haben Sie das her? Das ist das Handy von gestern. Ja, sieh mal, ein Handy. Und es lag unter dem Auto, unter dem Hinterreifen vom Auto in der Garage, also ganz woanders. Jemand hat es vor diesem Reifen fallen lassen. Wäre das Auto losgefahren, wäre es sicherlich zerquetscht worden. Ich frage mich, ob es vielleicht dem hiesigen Arzt gehört. Ja. Wie seltsam, Herr Stickler. Können Sie uns erklären, warum sich Ihr Handy hier in meinem Besitz befindet? Einen Augenblick bitte. Was soll das bedeuten? Dieses Handy wurde gestern gefunden. In der Garage der Meraktis-Klinik. Die Meraktis? Oh, dort, wo das Opfer gewohnt hat? Das ist unmöglich. Herr Stickler, Sie haben vor Gericht gelogen, nicht wahr? Wenn sich Ihr Handy hier befindet, wie haben Sie dann die Polizei rufen können? Indem er die Polizei gerufen hat und es danach verloren hat. Das kann sogar ich beantworten. Es ist wahr. Ich hörte an jedem Abend mein Handy nicht. Bist du ein Depp? Ich habe dir gerade ein astreines Alibi gegeben. Okay. Deshalb kann man also sagen, ich habe die Polizei von der Telefonzelle aus angerufen. Okay, das hätten wir irgendwie rausgekriegt. Ein öffentliches Telefon? Sie haben die Polizei nicht mit Ihrem Handy angerufen? Wo genau befand sich denn diese Telefonzelle, Herr Stickler? Nun, mit äußerster Präzision ausgedrückt, befand sich die Telefonzelle irgendwo hier. Also auch daneben, wo er gesagt hatte, in diese Richtung ist auch der Mörder geflohen. Er hat ja gesagt, er ist nicht nach unten. Unten wäre das Kitaki-Anwesen. Und da ist er nicht hingeflohen, sondern nach rechts ist er raus. Also. Okay. Das ist ziemlich weit vom Park entfernt. Ungefähr 10 Minuten vielleicht? Ja, aber warum haben Sie gelogen? Dafür kann es nur einen Grund geben. Er wollte nicht, dass das Gericht erfährt, dass er sein Handy verloren hatte. Denn das Handy wurde in der Garage des Opfers gefunden. Was sagen Sie da? Herr Stickler, Sie haben in der Nacht des Mordes in der Garage der Meraktis-Klinik eingebrochen. Dieses Handy ist der Beweis dafür. Aber das ist lächerlich, das hört sich ja so an. Also ja, wir versuchen jetzt das hier, ne? Ich hätte jetzt halt eher gedacht, der hat irgendwie sein Handy verloren und irgendein anderer hat es an sich genommen. Sorry, es ist noch früh am Morgen, 11:37 Uhr, da schläft man normalerweise noch. Und irgendein anderer hat es an sich genommen. Und, was ist denn mit meinem Kabel hier los? Und der wiederum hat mit dem Auto irgendwie rumgefahren, hat Phoenix Wright zusammengefahren und als er dann geparkt hat, ist es ihm aus der Tasche gefallen. So hätte ich's gesagt. Aber ja, okay, so ist auch eine gute Idee. So, ja, aber das ist lächerlich. Das hört sich ja so an, als wäre ich in die Garage dieses Typen geschlichen, um ein Verbrechen zu begehen. Als ob ich versucht hätte, ihn umzubringen. War Meraktis vielleicht irgendwie, also ja, er war Arzt oder so. Der studiert doch allerlei Quatsch. War der vielleicht ein Mentor von ihm oder so und der wollte hier die Testergebnisse klauen oder so? Okay, nun, Dr. Meraktis ist in jener Nacht ermordet worden. Nun ja, aber nein, diese Schlussfolgerung verstößt einfach gegen die Regeln. Ja, es ist wahr, ich habe mein Handy verloren.
Aber Sie können nicht beweisen, dass ich das Handy in jener Nacht verloren habe. Nun, Herr Justice, wenn das Handy in der Nacht des Mordes verloren wurde, liegt der Verdacht nahe, dass dies mit dem Verbrechen zusammenhängt. Das ist deine Chance, Apollo. Bring Herrn Stickler mit dem Verbrechen in Verbindung. Oh, die Verbindung ist bereits ausreichend vorhanden. Ich muss sie nur nachweisen. Nun, habe ich ein geeignetes Beweisstück. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Alles klar. Was ist der Beweis dafür, dass das Handy der Nacht des Mordes verloren wurde? Lass nochmal das Handy betrachten, ne? Das, also die Uhrzeit ist... Komm, keine Hinweise. Wir können mal auf die Uhr zoomen, aber das bringt halt nichts. Ja. Das sagt halt gar nichts, ne? Ist auch nirgendwo was drauf. Also ich denke, das sagt gar nichts aus. Mal gucken. Die Meraktis-Klinik. Das ist der Beweis. Was ist der Beweis? Was ist der Beweis? Da hinten ist ein Farbklecks drauf, ja, das weiß ich und ich weiß noch nicht warum. Aber auch das... Es ist vielleicht die Uhrzeit dann doch, aber das wäre vollkommen sinnlos. Das ist eine Analoguhr. Die Uhrzeit kann 2 verschiedene Tageszeiten sein und sie kann gleichzeitig an irgendeinem Tag geschehen sein. Natürlich habe ich Beweise. Oh, ich mag hier großspuriges Auftreten, Stinny. Lass los doch. Das Gericht möchte diesen Beweis sehen, Herr Justice. Also los doch. Der Beweis dafür, dass Handy in der Mordnacht verloren wurde, ist, naja, dass ich das Handy habe. Nun, Staatsanwalt Gavin? Kein Kommentar, Herr Richter. Nichts zu machen, Herr Justice. Strafe. Zu Recht, zu Recht. Apollo, erinnerst du dich, wo genau wir das Handy gefunden haben? Wäre es vor jenem Abend auf den Boden gefallen, dann wäre es kaputt. Stimmt, dann wäre das Auto drüber gefahren, dann wäre das Handy kaputt, weil der ja mit dem Auto gefahren ist. Das stimmt, das Handy wäre zerquetscht worden, ja genau. Euer Ehren, ich bitte Sie um noch eine Chance. Wenn Sie so weitermachen, Herr Justice, haben Sie bald alle Chancen im Leben vertan. Der Beweis dafür, dass das Handy in der Mordnacht verloren wurde, ist... Ja, eigentlich nur der Spiegel, oder? Das ist der Außenspiegel von einem Auto. So wie es aussieht, war der Wagen von Dr. Meraktis in einen Unfall verwickelt, der in der Nacht des Mordes passiert ist. Ach so, jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, vielleicht, was beweist es, dass dass das in der Mordnacht war? Und dann können wir hinten auf die Farbe gehen, können sagen, die Farbe wurde dann und dann verspritzt und da ist diese Farbe drauf. Okay, also, ein Unfall? Ein Unfall. Es geschah nach 21 Uhr in der Nähe des Volksparks, dem späteren Tatort. Dr. Meraktis Wagen fuhr einen Fußgänger an. Was wollen Sie damit sagen? Da der Spiegel fehlt, steht fest, dass der Wagen nach dem Unfall geparkt wurde. Das heißt also, dass der Wagen nach 21 Uhr in der Mordnacht geparkt wurde. Wäre Ihr Handy auf den Boden gefallen, bevor das Auto in der Garage geparkt wurde, wäre es zerquetscht worden. Bam. Es lag direkt unter dem Reifen auf dem Boden. Urk. Ergo, Herr Stickler, der einzige Zeitpunkt, an dem Sie es in der Garage verloren haben können, war nach 21 Uhr in der Nacht, als der Mord im Park passiert ist. Wie Urk. Schön. Was auch immer das bedeutet.
Herr Stickler, wissen Sie, was das bedeutet? Dass Sie in jeder Nacht in die Garage des Opfers eingebrochen sind. Was für eine Überraschung, Herr Justice. Besichtigen Sie den Zeugen als Verdächtigen im Mordfall Pal Meraktis? Nein, stopp, das ist zu viel. Das kann nicht wahr sein. Staatsanwalt, sagen Sie etwas. Ich denke, Folgendes sollte gesagt werden. Zwischen Wesley Stickler und Pal Meraktis ist keine Verbindung gefunden worden. Das heißt, keine andere. Ich denke, die nächste Aussage wird äußerst aufschlussreich sein. Ist der Zeuge vorbereitet? Ja, euer Ehren. Ich kenne dieses Gesicht. Das ist das Gesicht eines Schuldigen. Und Juicy ist schon wieder ganz konzentriert hier. Oh, Junge. Ich bin wieder an dieser Stelle des Bartwachstums, wo es sich zum zweiten Mal kräuselt und dann juckt der Bart. Hey, es ist Wahnsinn, so egal. Sticklers Wahrheit. Jene Nacht, ich bin zum Supermarkt gegangen. Dabei muss ich auf dem Rückweg irgendwo mein Handy verloren haben. Junge, da schwitzt aber schon ganz schön. Auf dem Weg durch den Park bin ich dann Zeuge des Verbrechens geworden. Ich habe den Mörder, das Opfer, den Stand gesehen, wie am helllichten Tag. Junge. Er war es. Ich habe den Angeklagten gesehen. Okay, wir haben 2 Aussagen, die wir angreifen werden, die wir genau beaugapfeln werden, ne? Ja, aber Ihr Handy lag doch in einer Garage, oder etwa nicht? Wie Sie sehen, hat mein Handymodell einen Defekt. Es rollt. Das ist besonders ärgerlich, wenn es auf die Straße fällt. Wie es rollt? Für mich sieht das nach einem ganz normalen Handy aus. Ja, für mich auch. Wie dem auch sei, Herr Justice, das Kreuzverhör, bitte. Das ist interessant. Mein Armband hat während der gesamten Aussage kein einziges Mal reagiert. Sein nervöser Tick kommt nicht zum Vorschein. Bestimmt ist genau das sein Tick. Sein nervöser Tick kommt nicht zum Vorschein und das ist sein Tick. Ich habe auch nichts gespürt. Sieht aus, als wärst du diesmal auf dich allein gestellt. Kacke. Das war doch meine mega Idee. Ja gut, kein Problem. Hoffe ich. Hier kommt Justice. Okay, dann müssen wir ihn halt einfach durch Nachfragen ein bisschen irgendwie noch was entlocken. Also. Jene Nacht, da bin ich zum Supermarkt gegangen. Moment mal! Sie sind also einkaufen gegangen. Das bedeutet, als Sie den Mod gesehen haben, hatten Sie eine Einkaufstüte in der Hand? Nun, ja, natürlich. Nebenbei bemerkt, die Anklage wurde über dieses Detail nicht in Kenntnis gesetzt. Herr Stickler, können Sie das bitte erklären? Nein, ich meine, ja, ich war einkaufen. Ich habe im Supermarkt die kostenlosen Produktproben ausprobiert. Für mich ist das ein spirituell inspirierender Zeitvertreib. Du bist ein armer Student, ist doch jetzt nichts Schlimmes dabei. Das Ladenpersonal sieht die Sache garantiert ein wenig anders. Halten Sie das Probieren kostenloser Probeprodukte etwa für eine Religion? Wie auch immer. In jener Nacht habe ich die Probeprodukte ausgiebig genossen und bin dann nach Hause gegangen. Dabei muss ich auf dem Rückweg irgendwo mein Handy verloren haben. Moment mal! Aber sowas von Moment mal. Dabei kamen Sie an der Meraktis-Klinik vorbei, oder? Moment, ich muss kurz in die Gerichtsakte gucken. Sieht man da zufällig... Also, er ist wohl von rechts, irgendwo rechts muss der Laden sein hier, keine Ahnung. Da muss er dann wohl an Elduns Haus vorbeigekommen sein, dann an der Meraktis-Klinik, da irgendwo das Handy verloren haben. Aha. So, also sie kamen an der Meraktis-Klinik vorbei, oder? Ja, korrekt. Das ist aber eine ziemlich verdächtige Pause. Herr Stickler, könnten Sie vielleicht etwas präziser antworten? Zeigen Sie uns bitte, welchen Weg Sie in der Mordnacht gegangen sind. Das ist eine sehr gute Frage. Oder sehr gutes Ding. Selbstverständlich. So, hier ist der Supermarkt. Aha, an der Hauptstraße. Mein Heimweg führt von dort aus an der Meraktis-Klinik vorbei. Dabei habe ich vermutlich irgendwo mein Handy verloren. Leider bin ich weitergegangen, ohne den Verlust zu bemerken. Okay, und zwar direkt in diesen schicksalsträchtigen Park hinein.
Auf dem Weg durch den Park bin ich dann Zeuge des Verbrechens geworden. Moment mal! Wo haben Sie den Park betreten? Nun, um genau zu sein, ich habe den Park durch den der Meraktis-Klinik am nächsten gelegenen Eingang betreten. Hat er gerade vorher bestätigt, dass er daher kommt. Den gleichen Eingang hat unser Opfer benutzt. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, als Sie den Park betreten haben? Spuren eines Nudelstandes zum Beispiel? Mir fällt da gerade noch was ein. Daran kann ich mich nicht erinnern, nein. Vielleicht habe ich die Spuren übersehen, aber sicher nicht das, was als nächstes geschah. Ich sehe alles, was offensichtlich ist, könnte man sagen. Oh, Wahnsinn. Ich habe den Mörder, das Opfer, den Stand gesehen, wie am helllichten Tag. Kann ich da irgendwie... Ne, mein Dingens da kann ich nicht benutzen, aber nachhaken kann ich. Er hat den Stand gesehen wie am helllichten Tag. In diesem Teil der Aussage steckt der Schlüssel. Ich weiß es. Soll ich bei ihm in puncto Mörderopfer oder Nudelstand nachhaken? Er hat das alles gesehen wie am helllichten Tag. Ich frage mal nach Nudelstand. Erinnern Sie sich an den Nudelstand? Bestens, ja. Für einen Studenten wie mich sind gute Wahrnehmung und Neugier eminent wichtig. Ich glaube, eher billige Nudeln sind für Studenten wichtig. Weil keine Kohle. Ich erinnere mich an alles, selbst an den Schriftzug. Oh, ho, 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 ho. Ich glaube, da stand, Nudel. Ja, das war's. Nein, eben nicht. Dafür, dass Sie sich bestens daran erinnern, hat das aber ziemlich lange gedauert. Lass mal kurz in die Gerichtsakte gucken. Oh shit. Der hat den Stand also von hinten gesehen. Ich habe etwas gefunden, was ein Widerspruch ist. Und zwar sowas. Also er hat Nudel gesehen. Hier steht Eldun, weil der Typ halt so heißt. Nudel rückwärts, ne? Das da ist die Vorderseite vom Stand. Wie wir alle wissen, ich kann es noch mal kurz zeigen. Haben wir irgendwo ein richtig schönes Foto. Irgendwie nicht. Schade, schade Schokolade. Eintrittspunkt in die rechte Schläfe. Merkt euch das. Rechte Schläfe. Passt auf. Was ich gerade rausgefunden habe, ist, er hat eben gesagt, dass er definitiv Nudel lesen konnte. Das wäre das hier, ne? Nudel. Guck mal, Apollo. Herr Eldun hat hier seinen Namen rückwärts geschrieben. Da steht eindeutig Nudel. Wie in Elduns Nudels. Ja. Ich verstehe. So kann man den Namen seines Ladens von vorne und von hinten lesen. Ja, sieht ganz so aus, abgesehen vom S am Ende. Ein guter Trick, so hat er bestimmt schon viele Kunden angelockt. Allerdings, eine gewisse Werbestrategie kann man ihm nicht absprechen. Werbestrategie, das ist einfach genial. Okay, also, der ist von hier gekommen, also jetzt von rechts quasi, ne? So ist er rein, so. Das Opfer stand ja vorne drin und hat nach rechts geguckt und laut Aussage hat Wokikitaki dann rechts außerhalb vom Bildschirm gestanden. Dann hat er gesagt, also der Student, er hat geschrien, hier hören Sie auf, woraufhin das Opfer zu ihm geguckt hat. Und dann hat Wokikitaki geschossen. Das Problem ist aber, das Einschussloch ist in der rechten Schläfe. Wenn der Typ, der da stand, zu ihm hochgeguckt hätte und der andere hätte geschossen, also hier, die gucken sich an, der guckt dann hoch zu ihm und der schießt. Er hätte ihm in die linke Schläfe geschossen, nicht in die rechte. Wir sind immer davon ausgegangen, dass der von der anderen Seite kam, geschrien hat und dann hat er nach unten geguckt. Deshalb war es ein rechter Treffer in der rechten Schläfe. Der ist von der anderen Seite gekommen. Es hätte müssen die linke Schläfe sein. So, hoppala. So, ja, alles klar. So, und das werden wir jetzt halt vorbringen. Also dafür, dass Sie sich bestens daran erinnern, hat das aber ziemlich lange gedauert. Und vielen Dank für die neue Erkenntnis. Ein Nudelstand verkauft also Nudeln. Nun, Herr Justice.
Was ist mit dem Schriftzug? Könnte der von Bedeutung sein? Ja, der ist super, super wichtig. Der Schriftzug auf dem Stand lautete also Nudel. Was für eine wichtige Aussage. Ist die Brühe dieses Nudelstands tatsächlich so gut? Da muss ich wohl mal irgendwann vorbeischauen. Das ist es wert, der Aussage noch hinzugefügt zu werden. Was für Nudeln das auch sind, mit denen in der Uni könnten sie niemals mithalten. Es gibt Studenten, die sich nur wegen unseren Nudeln bei uns einschreiben. So. Nun, gegen eine Kostprobe hätte ich auch nichts einzuwenden, solange sie nicht zu versalzen sind. Also, ich erinnere mich sogar an den Schriftzug auf dem Stand, der das Opfer zog. Nudel, nachhaken. Auf dem Schild stand also Nudel. Sind Sie sich da absolut sicher? Der blättert da wieder rum. Ja. Ich will ehrlich sein. Ja. Genau genommen kenne ich das Wort unsicher nicht oder das Wort ungewiss oder... Und deshalb verschwendet er hier unsere Zeit mit diesem Buch. Nudel, hä? Gefällt mir. Einfach Nudel. Das, was es gibt. Kein Schnickschnack. Er sagt mir noch eine ganze Menge mehr. Warum grinst du so, Apollo? So, er war es. Ich habe den Angeklagten gesehen. Nein. Präsentieren. Was präsentieren wir? Präsentieren wir die Karte oder den Stand? Wir probieren es mal mit dem Stand. Einspruch! Das war richtig. Und Sie sind sich absolut sicher, dass auf dem Schild Nudel stand? Nun, erst letzte Woche hat einer meiner Professoren zu mir gesagt, wenigstens haben Sie gute Augen, Stickler. Das muss ich Ihnen zugestehen. Da stand ohne Zweifel N-O-O-D-L-E. Ich verstehe. Was? Warum sehen Sie mich so an? Ist das Mitleid, das ich in Ihren Augen sehe? Werfen wir doch mal einen Blick auf die Karte, ja? Sehr gut. Als Sie das Schild sahen, standen Sie... dort, nicht wahr? Ja, natürlich. Oh, sehen Sie sich mal den Stand an. Was besagt der Schriftzug da? Sehen Sie, es steht der Name des Besitzers, also dran. Elduns. Unfassbar. Ich bin sicher, dass dort auf jeden Fall Nudel stand. Auf jeden Fall. Ihr Professor scheint sich leider geirrt zu haben, was Ihre Augen angeht. Nee, hat er nicht. Ich wäre da nicht so voreilig. Das Schild, das er gesehen hat, ändert alles. Der Zeuge sagt, auf dem Schild stand Nudel. Und er hat es richtig gesehen. Was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen sage, dass es im Park einen Ort gab, von dem aus der Schriftzug so gelesen werden konnte? Was? Ja. Herr Justice, zeigen Sie uns diesen Ort. Der Zeuge hat den Schriftzug in Wahrheit aus von diesem Ort gesehen. Plöpp. Von da. Präsentieren. Der Zeuge stand hier, auf der anderen Seite. Woher wissen Sie das? Aus südlicher Richtung steht auf dem Schild des Stands bekannterweise Elduns. Aber, einmal drehen bitte. Sehen Sie sich den Stand von der anderen Seite aus an. Hey, auf dieser Seite steht Nudel. Exakt. Der Name des Stands ist auf die Vorderseite und Hinterseite aufgeteilt. Herr Stickler, Sie haben das Gericht belogen. Sie haben das Verbrechen von der Nordseite des Parks aus gesehen, nicht der Südseite. Sie haben mich. Na und? Wie? Na und? Wo liegt der Unterschied, ob er den Mord von Norden oder Süden aus beobachtet hat? Es macht keinen Unterschied. Er hat recht. Wenn man lang genug nach Süden reist, kommt man im Norden an. Auf globaler Ebene betrachtet haben alle Richtungen keinerlei Bedeutung. Sorry, ich muss mich so oft räuspern, bei dem sein dummes Zeug, was er labert. Also ja, aber nein, aber ja, aber nein. Vielleicht hat er recht. Was ändert es? Es ändert sehr viel. Es ändert sogar alles, Apollo, wie Juicy richtig feststellt. Juicy?
erinnere dich doch mal an seine Aussage von vorhin. Aber um ehrlich zu sein, macht es mir etwas Angst, worauf das hinausläuft. Ui. 3D-Animation mit mindestens 8 Frames. Der Mörder und das Opfer stehen sich hier gegenüber. Dann hebt der Mörder auf einmal die Waffe. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Und Herr Stickler ruft. Genau das habe ich gerade erklärt. Woraufhin das Opfer den Kopf dreht, der Mörder schießt und der Mörder abdrückt und ihm in die rechte Schläfe schießt. Bäm. Genau so. Darum hat die Kugel das Opfer in der rechten Schläfe getroffen. So, keine Widersprüche, oder? Richtig. Aber wenn Herr Stickler auf der Nordseite des Parks gestanden hätte, wäre das Szenario komplett umgedreht. Ja, der hätte dann nämlich nach rechts geguckt und man hätte ihm in die linke Schläfe schießen können oder müssen. Komplett. Wenn Herr Stickler von dort ruft, wo er jetzt steht, und das Opfer in seine Richtung blickt, genau. Bam, linke Schläfe. Müsste die Kugel seine linke Schläfe getroffen haben. Ah, hohoho. The Grosche has been put down, oder so. Er hat's geschnackelt. Mit anderen Worten, jemand, der bei M steht, also M wie Mörder, hätte das Opfer niemals an der rechten Schläfe treffen können. Es ist unmöglich. Das stimmt. Da wir nun also wissen, dass Herr Stickler auf der Nordseite stand, spielt der Ort der Wunde eine ganz wichtige Rolle. Tatsächlich. Du hast vollkommen recht, Miss. Was für eine Bedeutung. Die Eintrittswunde war auf der rechten Kopfseite des Opfers, korrekt? Nun, die rechte Kopfseite des Opfers ist im Norden. Norden. Ah, aber dort stand doch der Zeuge, Wesley Stickler. Hat der eventuell geschossen? Ohne vorher zu rufen? Richtig, wenn er also im Norden stand, dann kann der Einzige, der das Opfer in die rechte Schläfe geschossen hat, nur Herr Stickler selbst gewesen sein. So, macht er das Geräusch. Tue ich jetzt mal hier verlautbaren lassen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wow, da ist der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen. Während ich noch überlegt habe, hat sie den ganzen Fall auf den Kopf gestellt. Vielleicht können Sie mir eine Sache erklären, Stirni. Ja, warum ist denn deine Hand so groß, wenn sie weiter im Hintergrund ist? Das hätte ich gern erklärt. Was denn? Beschuldigen Sie tatsächlich diesen Studenten des Mordes? Nun, ich kann nicht gerade sagen, dass er unschuldig aussieht. Ich würde mal ganz kurz hier ein bisschen speichern, versteht ihr so? Einfach mal so pro forma so, ne? Das ist nicht wichtig, ihr habt nichts gesehen. Aber irgendwas fühlt sich dennoch falsch an. Ich kann ihn mir einfach nicht als den wahren Mörder vorstellen. Nein, bitte, ich bin doch ein netter Kerl. Das sagen auch alle meine Freunde. Du hast Freunde? Hören wir uns an, was die Verteidigung zu sagen hat. Was machen wir jetzt, Justice? Soll ich Herrn Stickler wirklich beschuldigen? Ihn des Mordes beschuldigen? Einer anderen Tat beschuldigen oder nicht beschuldigen? Zum Glück habe ich gespeichert. Was machen wir? Soll ich Herrn Stickler des Mordes beschuldigen? Einer anderen Tat beschuldigen oder gar nicht beschuldigen? Oder sollen wir einfach die Folge hier beenden? An diesem wunderschönen Cliffhanger und morgen weitermachen? Sehr gut, finde ich gut, dass ihr es genauso seht. Die Sitzung ist vertagt. Tschüss.